Willkommen bei den Infinite Storyscapes, dem Podcast, in dem Frauen, die die Region Kärnten, Steiermark, Slowenien mitgestalten, zu Wort kommen. Zu Gast in dieser Episode der Infinite Storyscapes ist Frau Tanja Pruschnik. Frau Pruschnik ist Künstlerin und Kuratorin. Lebt sie mit ihrer Familie auch in Wien, ist es unmöglich, ihr Wirken auf einen Ort festzumachen. Seit vielen Jahren tragen unterschiedliche Projekte in der Region Kärnten, Steiermark und Slowenien ihre Handschrift und sie trägt in den Arbeiten dazu bei, dass Grenzen verschwinden bzw. Gemeinsamkeiten sichtbar werden. Ob im Alltag oder auf Reisen, die Beschäftigung mit Kunst und Kultur war auch schon für ihre Eltern eine Selbstverständlichkeit, was ihre Begeisterung für Architektur und Malerei schon als Kind und Jugendliche geweckt hat. Kunst und Kultur waren immer schon Teil ihres Lebensraumes, ebenso immer schon die Sprachen Deutsch und Slowenisch ihren natürlichen Lebensraum erweiterten, wie Frau Pruschnik es im Interview formuliert. Was auch in der Verantwortung von künstlerischer Auseinandersetzung liegt? Kunst darf oder muss Themenbereiche ansprechen, die unbequem sind, sagt Frau Pruschnik. Ihre Aufmerksamkeit liegt dabei unter anderem bei feministischen Themen, wo sie noch viele Verbesserungsmöglichkeiten sieht. Was ist Frau Tanja Pruschnik bei ihrer Arbeit wichtig? Was motiviert sie? Wie ist es dazu gekommen, dass sie auch ihre Familiengeschichte künstlerisch thematisiert? Was vermag Kunst gesellschaftlich zu bewirken? Und was sind mögliche Rollen der Kunst hinsichtlich gegenwärtiger und damit auch zukünftiger Herausforderungen? Hören Sie nun Renate Rogi-Kohlenbrat im Gespräch mit Frau Tanja Pruschnik. Es freut mich sehr, heute im Rahmen unseres Projektes Infinite Storyscapes Tanja Pruschnik begrüßen zu dürfen. Tanja, du bist in Wolfsberg geboren und arbeitest als freie Künstlerin. Darf ich dich bitten, dass du dich selbst ein wenig vorstellst? Ja, hallo, danke für diese Einladung zum Gespräch. Ja, ich bin in Kärnten in Wolfsberg geboren, bin in Klagenfurt aufgewachsen, ans slowenische Gymnasium gegangen und habe damals schon relativ früh gewusst, dass ich nach Wien an die Architektur studieren möchte. Bin dann schlussendlich an der Technischen Universität in Wien gelandet und habe mein Architekturstudium dort auch durchgezogen und absolviert. Parallel dazu habe ich mich immer schon mit der bildenden Kunst, also mit dem künstlerischen Aspekt in der Architektur, aber vor allem auch in der bildenden Kunst, in der Malerei beschäftigt und auch mich entsprechend ausgebildet. Und ja, ich habe als Architektin gearbeitet. Architektur ist sicherlich nach wie vor Teil meines Lebens. Sie findet mich auch manchmal in meinem Tätigkeitsfeld, aber es ist nicht das, was ich suche. Ich lebe tatsächlich mittlerweile von meiner Kunst, aus der bildenden Kunst, meine Malerei, meine Installationen. Ich kuratiere auch sehr viel. So, das ist eigentlich mein künstlerischer, beruflicher jetzt Werdegang. Und ja, aus diesem Werdegang schöpfe ich auch und davon lebe ich auch. Du hast erwähnt, dass du ins slowenische Gymnasium gegangen bist. Du bist mit beiden Landessprachen Deutsch und Slowenisch aufgewachsen. Wie gehst du damit um? Zelo enostavno, da govorim v obeh jezikih, da se tudi izražam v obeh jezikih. Also ich gehe eigentlich sehr natürlich damit um. Ich bewege mich in beiden Landessprachen. Ich agiere auch in beiden Sprachen. Durch diesen Vorteil, beide Sprachen zu können, bewege ich mich auch natürlich in mehreren Ländern sehr, sehr einfach und sehr, ich sage mal, in einer natürlichen Art und Weise, weil ich mich verständigen kann. Das ist natürlich ein ganz anderer, sage ich mal, ein anderes Lebensgefühl, wenn man jetzt nach Slowenien geht und das Gefühl hat, auch dort ist man zu Hause. Also mein Umfeld hat sich dadurch oder ist dadurch natürlich sehr stark erweitert. Mein natürlicher Lebensraum ist erweitert. Ich gehe einfach selbstverständlich damit um. Das Slowenische ist tagtäglich in meinem Gebrauchsalltag eingebettet. Wir leben in Wien mit meiner Familie.
Und ich spreche mit den Kindern Slowenisch. Also das ist ganz normal. Selbst in der U-Bahn oder in der Straße spreche ich mit ihnen einfach Slowenisch. Und auch in meiner Arbeit ist natürlich das Slowenische ein sehr wichtiger Aspekt. Du meinst, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wie zeigt sich der? Er zeigt sich darin, indem ich zum einen meine Projekte auch bewusst auf Sprache, auf sprachliche Kultur, auf kulturell-historische Momente zurückführe und auch aufbaue, dass meine Projekte sich damit beschäftigen, dass sie die Sprache thematisieren, dass ich sie in meinen Alltag einbette, dass ich wirklich versuche, wo auch immer das Slowenische irgendwo, und sei es nur irgendwo am Rande auftaucht, dass ich versuche, es zu implementieren. Sei es in einer Ansprache, sei es in einem Interview, sei es eben in meiner eigenen künstlerischen Arbeit. Es wird einfach eingebettet und sei es eben im Privaten natürlich, im privaten Gebrauch. Ich finde es auch so. Also auch, es war für uns ja gar nicht selbstverständlich, in welcher Sprache wir das Interview führen. Wir haben uns dann für Deutsch entschieden. Tanja, du hast relativ früh dich schon mit Kunst beschäftigt. Wer waren da deine Vorbilder? Was ist dir als Künstlerin bei deiner Arbeit wichtig? Ja, sehr früh habe ich mich damit beschäftigt, weil es einfach immer da war. Also das ist etwas, was ich mitnehmen durfte in meinem Aufwachsen aus meiner Familie. Mein Vater hat mich da sicherlich auch irgendwo mitgerissen und mitbegeistert. Meine Eltern, wir haben sehr viele Reisen gemeinsam unternommen. Wir haben sehr viel gesehen, eben beginnend von der Architektur, von historischer, von neuer natürlich, aber auch anderer Architektur aus anderen Ländern. Kunst war immer gegenwärtig bei uns. Wir sind in Ausstellungen gegangen. Wir waren sehr oft in der Galerie Scicorronia. Ich war auch mit Anna Scicorronia von frühen Kindheitstagen an nicht nur, dass wir Cousinen sind, sondern auch wirklich befreundet. Das heißt, ich habe auch den Anfang, auch die Entwicklung der Galerie Scicorronia so am Rande miterleben dürfen. Mein Vater war BE-Lehrer, also lehrte auch seine eigene Passion. Wäre ein fantastischer Künstler geworden. Er hat es ja nie, leider, sage ich, ausgeführt in der Art und Weise. Aber er hat sein Wissen und sein Know-how an die Schülerinnen weitergegeben. Ja, ich habe eigentlich durch meine Eltern natürlich das so von früher Kindheit an mitbekommen und sie haben mich auch immer unterstützt darin, mich ermutigt, etwas zu machen. Ich hatte auch sicherlich das Glück, am Gymnasium einen sehr unterstützenden Professor zu haben. Franz Christoph hat mich da auch immer ermutigt. Und ich glaube, es ist einfach, wenn das in einem drin ist, also es gab nie diesen einen Moment, wo ich sage, ich habe ein Kunstwerk gesehen, eine Künstlerin, einen Künstler, der mich so oder die mich so beeindruckt haben. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ein früheres Erlebnis war es einfach, dass ich doch immer wieder mit Künstlerinnen auch in Kontakt war. Božidar Jakac war sicherlich prägend und ein Treffen mit ihm, eine Widmung von ihm, das erste kleine geschenkte und eben in dem Fall gar nicht so unwertvolle Geschenk von Božidar Jakac ist natürlich etwas Besonderes. Du hast unter anderem auch deine persönliche Familiengeschichte künstlerisch in verschiedenen Projekten bearbeitet. Wie ist es dazu gekommen? 2004 wurde ich von Luise Wieser gefragt, ob ich die Neuauflage in deutscher Sprache der Ergämsen auf der Lawine, das Buch meines Großvaters, künstlerisch begleiten würde, ob ich das Cover gestalten würde, beziehungsweise ein Werk dafür zur Verfügung stellen würde. Für mich war es sehr naheliegend, dass ich es mache. Ich war natürlich sehr froh darüber, dass ich diese Anfrage bekommen habe und habe mich damals mit dem Thema künstlerisch begonnen auseinanderzusetzen. Die eigene Familiengeschichte
diesen historischen Blick, die Geschichte, die Erlebnisse meiner Großeltern, vor allem meines Großvaters, die Geschichte der Kärntner Sloweninnen und habe mich eigentlich dann sehr stark natürlich vertieft identifiziert und aus dieser einen Anfrage entstand dann ein Werkszyklus, der sich eigentlich bis heute hinzieht, sich immer erweitert und auch verändert mit der Zeit natürlich, weil es immer wieder neue Aspekte dazu gibt. Eben 2004, es ist mittlerweile ein sehr langer Zeitraum, seitdem ich mich damit künstlerisch auseinandersetze. Aber ich habe gemerkt, dass es eine sehr starke Identitätsfrage für mich ist. Das ist sehr stark in diesem Bereich Erinnerungskultur für mich einen wichtigen Zugang gibt, dass einfach Geschichte als solche auch entsprechend erzählt werden muss, damit es eben nicht anders erzählt wird. Und ich denke, wenn man mit Kunst das untermauert, hat das eine gewisse Festigkeit, weil dann ist etwas da, es ist archiviert. Mittlerweile werden sehr viele und Gott sei Dank wird sehr viel Literatur produziert, noch von Menschen, die sich tatsächlich erinnern an das, was wirklich geschehen ist, wie es wirklich war. Und das ist etwas, das ein sehr wertvoller Aspekt ist. Wenn ich mit bildender Kunst das untermauern kann, dann ist das für mich ein sehr wichtiger Beitrag. Und ich denke vielleicht noch eben, dass es dann noch eine zusätzliche Gewichtung bekommt. Im künstlerischen Bereich ist es ein Statement. Ich sehe es als Statement, als klare Positionierung. Es gibt da für mich eigentlich dann kein Wenn und Aber. Zu einem anderen Thema, wo du sozusagen relativ viel gemacht hast, ist das Thema Frauen. Du bist seit 2019 leitest du als erste Frau das Künstlerhaus in Wien, aber schon davor haben sich viele deiner Arbeiten mit Themen und mit der Situation der Frau beschäftigt. Warum ist dir dieses Thema wichtig? Naja, ich denke, Kunst darf oder muss sie auch aufzeigen. Sie darf Themenbereiche ansprechen, die vielleicht manchmal nicht immer sehr bequem sind. Vor allem dort aufzeigen, wo es halt immer noch auch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, feministische Themen, die Frauen betreffen, sind heutzutage Themen, über die wir Gott sei Dank sprechen können, auch frei sprechen können. Aber immer noch sehen wir, dass es gewisse Punkte gibt, die einfach noch nicht so sind, wie es selbstverständlich sein sollte. Es gibt immer noch gewisse Diskriminierungen, Benachteiligungen, aber vor allem soll man auch auf gewisse Themen hinweisen. Zum Beispiel leider sehr aktuell, für mich sehr aktuell und doch auch berührend, wenn ich darüber erzähle, wenn ich über das Thema Blut spreche und auch in meinen Arbeiten thematisiere, ist die weibliche Konnotation der Farbe Rot, das Blut, lebengebend. Die männliche dagegen, das sieht schon anders aus. Wenn wir jetzt natürlich an den Russland-Ukraine-Krieg denken, die Konnotation ist dann sehr stark da, Rot als lebennehmend, sprich eben in dem Fall männlich zu sehen. Und das sind Themenbereiche, die ich anspreche. Menstruationsblut ist einfach noch immer tabu. Also man spricht zwar schon sehr viel offener darüber und trotzdem ist es in vielen Bereichen noch ein Tabu. Es wird auch noch immer so ein bisschen angesehen und man fühlt sich ja manchmal selbst auch nicht ganz wohl dann in der eigenen Haut. Aber es sollte einfach so akzeptiert sein und als solches angenommen werden, dass es eben lebengebend ist. Den Blick auch auf Situationen zu werfen, die Frauen ihr ganzes Leben begleitet, nämlich auch dann der Übergang, wenn in die Menopause zum Beispiel. Also es sind so viele Themen,
die gesellschaftlich gar nicht so angesprochen und akzeptiert werden. Weiters ist zum Beispiel für mich auch sehr stark ein Thema immer die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich glaube, wir leben sehr privilegiert. Also ich sehe es so, ich sehe mich auch selber als eigentlich sehr privilegiert und auch ich nehme das mit Dankbarkeit eigentlich an, dass ich sehr gut eingebettet bin. Dennoch wissen wir aber, und es ist noch immer Fakt, es ist ja auch statistisch und wissenschaftlich festgelegt, dass noch immer in sehr vielen Bereichen die Frauen eben nicht diese Gleichstellung haben. Gerade vor kurzem, das war sehr interessant, in der isländischen Botschaft, da wurde hingewiesen, dass in Island es selbstverständlich ist, dass in vielen Ausstellungen ein Überschuss an weiblichen Künstlerinnen präsent ist. Dass das sehr normal ist, dass eben eine gewisse Überrepräsentierung stattfindet. Das haben wir bei uns noch nicht. Ja, also wir sind weit davon entfernt. Wenn einmal eine Ausstellung überwiegend aus Frauen zusammengestellt wird, dann muss das noch immer thematisiert werden oder es wird angesprochen, oder eben es ist dann eine feministische Ausstellung oder es wird dann wirklich tatsächlich so auch noch pointiert verbal. Das ist auch etwas, was ich eigentlich nicht möchte. Es soll so selbstverständlich sein. Und genauso wie es selbstverständlich sein sollte, dass ich als Frau Künstlerhauspräsidentin bin, nicht weil ich die erste Frau bin, ist es besonders, sondern einfach durch das, was ich tue. So, das soll noch besonders sein. Aber tatsächlich, ich habe jetzt vor kurzem gerade wieder einen Artikel, unsere smarten Telefone sind ja da sehr gut und erinnern uns auch manchmal daran, dass ein Artikel erschienen ist mit der Überschrift eine historische Präsidentin. Schön, aber es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Tanja, du hast bisher sehr viele Einzelgruppen und Gruppenausstellungen gehabt von deinen Werken und bist immer wieder auch als Kuratorin tätig. Was reizt dich sozusagen, da aktiv zu sein? Ich habe mich auch schon natürlich mit der Frage öfter beschäftigt, was es ist, was ist der Grund, dass ich das, was ich tue. Und wie ich es angehe. Ich glaube, es hat vielleicht etwas mit den Genen zu tun, man hat es in sich. Zum einen ist es das eigenständige Arbeiten, einen Ausdruck auch in der Öffentlichkeit, in der breiteren Öffentlichkeit anzubieten. Aber auch, und deswegen schätze ich auch für mich selber die Arbeit des Kuratierens so sehr. Ich verbinde gerne, ich vernetze gerne, ich verknüpfe gerne, ich habe einfach Menschen gern, ich umgebe mich gerne mit anderen Menschen, ich brauche das auch, die Auseinandersetzung, die Gespräche. In der Kunst natürlich ist es ein Auseinandersetzen mit den Werken. Ich verbinde gerne. Und wenn es mir gelingt, das auch noch mit einem künstlerischen Ausdruck dann weiterzugeben, dann bin ich schon sehr glücklich darüber. Ja, ich lebe von diesem Austausch. Ich finde es ja besonders nicht nur für sich selber zu arbeiten. Also ich mag es eigentlich auch, die Möglichkeiten, die sich mir erschließen, auch alle anderen offen zu legen, sie einzuladen, gewisse Bereiche gemeinsam zu erforschen, gemeinsam zu erleben, weil wenn es diesen Austausch nicht gibt, dann würde jeder sehr einsam sein. Also ich wäre es zumindest. Und ich schöpfe eigentlich aus dem. Also ich schöpfe sehr viel Kraft, sehr viel auch neue Kraft. Ich kann sehr viel durch Interpretationen anderer Werke lernen, durch Interpretationen anderer von meinen Werken, von meinem Tun, von den Rückmeldungen. Also ich lerne da sehr viel auch daraus. Also ich denke, ich lerne jeden Tag und mit jedem Menschen, mit dem ich gerade im Gespräch bin, hoffe ich für mich irgendwas auch zu lernen und mitzunehmen. Also das ist der Motor, der dich antreibt, habe ich das richtig verstanden? Das ist die Motivation sozusagen,
da einfach Neues zu tun? Neues zu tun, neue Wege zu gehen, vor allem zu teilen. Weil ich denke, ich habe die Möglichkeit, mir öffnen sich sehr viele Möglichkeiten, wofür ich sehr dankbar bin. Und das möchte ich eigentlich mit anderen teilen. Vielleicht noch konkret Zukunft und Kunst. Wie siehst du das? Wie kann sozusagen Kunst unterstützen, sich die Zukunft in Anführungszeichen vielleicht besser vorstellen können? Oder wie können wir als Gesellschaft irgendwie für die Zukunft sensibilisiert werden durch die Kunst? Das ist eine sehr interessante Frage und ich hätte sie noch lieber und wahrscheinlich besser beantworten können, hätte ich nicht vor ein paar Tagen einen genau dieses Thema ansprechenden, ich nannte ihn Future Talk, absagen, krankheitsbedingt. Ich hatte als Talkgäste in Millstatt im Stift, wo ich eben kuratiere, die Ausstellung Sinne für Milst Art, für den Kunstverein, und habe da Tristan Horks, den Zukunftsforscher, eingeladen, Nina Schädelmeier als Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Morgen und Julian Horks als jungen Grafikkünstler, der sich auch eben aus dem Bereich der Zukunftsforschung mit Kunst beschäftigt. Und genau diese Fragen wollte ich auch den Herrschaften stellen. Für mich ist es recht interessant, dass zum einen Kunst natürlich neue Wege gehen muss, neue Wege der Präsentation. Kunst muss aus meiner Sicht auch in Zukunft noch stärker auch hinausgehen. Nicht nur im Museum implementiert sein und warten, bis Besucherinnen kommen, vor allem was nämlich junge, neue, zeitgenössische Kunst betrifft, weil die Museen mittlerweile teilweise sehr stark auf große Schauen aus sind. Sie brauchen ein breites Publikum. Damit werden auch große, breitenwirksame Ausstellungen konzipiert. Und zeitgenössische Kunst muss, glaube ich, vor allem sehr stark diese Präsenz aufbringen und auch hinausgehen. Also neue Bereiche, neue Präsentationsmöglichkeiten, sprich Privatinitiativen, die sich dann in Kunstvereine auch zum Beispiel zusammenschließen. Aus eigener Erfahrung mit Milst Art, mit dem Kunstverein, wo sich Leute, die kunstaffin sind, aber keinen Kunst-Background haben, getroffen haben und gesagt, wir möchten für einen Ort etwas kulturell-künstlerisches auf hohem Niveau anbieten und sich da total und enorm einsetzen, um ein Projekt zu verwirklichen. Vielleicht Verbindungen in Zukunft werden stark und wichtig sein mit Wirtschaftsfaktoren, Bereiche, die in der Wirtschaft sehr stark sind, um neue Wege zu gehen, um Leuten Kunst näher zu bringen, die vielleicht eben nicht in ein Museum oder in eine Galerie oder in ein Ausstellungshaus gehen. Dieses Niederschwellige vielleicht wird es sein, um eine größere Wirkungsgrad zu erzielen auch, weil wenn man das ein bisschen betrachtet, weiß man, Kunst umgibt uns zwar alle, aber die Wahrnehmung ist bei vielen nicht so. Also die sich wirklich mit Kunst auch beschäftigen, das ist ein sehr kleiner und geringer Prozentsatz in der Bevölkerung. Wenn man sich die Zeitungen anschaut, die Tageszeitungen, leider sind die Kulturredaktionen so auch beschnitten. Es gibt in der Relation sehr wenige Seiten, die der Kultur und der Kunst gewidmet sind. Und in die Kultur wird aber auch dann alles hineingepackt. Also das ist jetzt nicht rein nur bildende oder darstellende oder angewandte Kunst, sondern da kommt dann wirklich breitenmäßig alles rein, was so ungefähr im Umfeld auch noch dabei ist. Was auch zu Recht legitim ist. Aber wenn wir 10 Seiten haben, dann tun wir uns alle viel leichter. Bei 2 Seiten, Kulturseiten, ist es dann schon schwierig, Raum zu finden, um eben diese breitere Öffentlichkeit zu haben. Was ich sehr spannend finde, dieses Thema, ich will jetzt nicht sagen, und das ist weit davon entfernt, dass Künstler wahrsagen können, etwas voraussehen können. Es ist nur vielleicht eine andere Wahrnehmung in der gesellschaftlichen Entwicklung, vielleicht manchmal sehr temporäre, zarte Beobachtungen, die Künstlerinnen machen, weil sie eine andere Art
des Hinschauens haben, der Wahrnehmung, weil wir nehmen ja anders auf Strömungen, Einflüsse, die wir dann ja in unseren Arbeiten teilweise auch verarbeiten. Und vielleicht ist es dieser eigene Blick, der es so manchmal ermöglicht, etwas zu erahnen oder auf etwas hinzuweisen, was vielleicht noch lange nicht präsent ist. Ich darf nur ein Beispiel geben. Es gibt den Künstler Stolianos Schicho. Ich habe ihn jetzt in der Ausstellung in Milst Art. Wir hatten vor 2 Jahren im Künstlerhaus eine Ausstellung, die Günter Oberhallenzer kuratiert hat, wo wir auch die pandemische Situation angesprochen haben mit der Ausstellung. Und Stolianos Schicho hat schon 2015 maskierte Menschen gezeichnet und gemalt. Und das war eigentlich ein bisschen befremdlich, als wir es uns 2020 angeschaut haben. Also vorher, ja, dann waren die maskierten Menschen am Bild, wunderbare Bilder, Werke in Großformate, aber das hatte jetzt natürlich eine ganz andere Relevanz. Und vielleicht kann Kunst manchmal etwas evozieren, nicht im hellseherischen Aspekt, weit davon entfernt, aber in einfach in einer Gefühlswelt, in einer dann diese Gefühlswelt auch auszudrücken, vielleicht zu überspitzen, um dann eben irgendwann zu sehen, ja, eigentlich ist das eine Wahrnehmung. Kunst kann die Gesellschaft jetzt nicht verändern, sie kann etwas aufweisen, das wird sie auch in Zukunft können, sie wird auf etwas hinweisen können, vielleicht vorausahnend, und vielleicht kann die Gesellschaft, die Politik dann auch vorab auf das eine oder andere reagieren. Recht herzlichen Dank, Tanja, jetzt für diesen Einblick auch in die Zukunft. Wichtig für uns alle ist, wahrzunehmen, zu sehen, was ist in unserer Umgebung und wie gehen wir damit um. Ich glaube, das ist etwas Wahrnehmung, sehen, sich vielleicht Zeit nehmen, Sachen wahrzunehmen. Da sind wir ja alle als Gesellschaft gefordert, um nichts zu übersehen. Najlepša hvala za vabilo k intervju. Voilà. Sie hörten Renate Rogi-Kohlenbrat im Gespräch mit Frau Tanja Pruschnik.